Jo, liebe Leute, wir haben in der letzten Folge Fat Progress gemacht und da machen wir natürlich, ja, in dieser Folge wieder weiter. Wir machen jetzt direkt was Spezielleres und keine Ahnung, was dieser Ruckler hier gerade war. Es verheißt nichts Gutes, aber wir gehen jetzt nicht in einen normalen Kurs, sondern wie ihr hier unten wieder seht, wir machen Lifesaver Dark. Und retten Peach dabei, ja! Ist das eine Falle, Bowser? Hä? Bowser hat uns vermeintlich eine Falle gestellt. You stepped right into my trap, just as I knew you would. I warn you, friend, watch your step. Willkommen in Bowser's Dark World. Genau, da hinten ist schon mal Redcoin. Die werden wir uns natürlich einverleiben. Und ich habe natürlich ja gleich mal zur Aufgabe gestellt, Lifesaver in diesem Minikurs zu machen. Denn hier gibt es da wieder 6 Leben, die wir alle in einem Rutsch praktisch sammeln müssen. Das kann ja was werden. Weil das ist immer so eine Sache. Du weißt nicht. Du konntest ja praktisch nicht wirklich wissen, wo die alle sind, wenn du nicht schon wieder noch gesucht hast. Gleichzeitig versuche ich aber auch hier Damageless durchzukommen. Schon mal den Unrat beseitigen. Denn Damageless hat was mit einem anderen Achievement zum Tor. Und hier sind wir ja schon bei One-Up Nummer 1. Tatsächlich konnte ich mal ein bisschen diese Stage hier speedrunnen. So ganz leicht, ein bisschen. Aber wir sind jetzt hier nicht auf den Speedrun aus, sondern wir müssen die 8 roten Münzen sammeln. Genauso wie alle 6 Leben. Und eben Damageless. Das ist keine leichte Aufgabe. Das nächste One-Up, von dem ich jetzt leider aber nicht weiß, ob es auch abhaut oder nicht. Nein, wird's nicht. Perfekt. Das zweite. Hier drüben ist auch eins. Ich habe aber gehört vor am One-Up, das irgendwo auftaucht, erst wenn man irgendwas Bestimmtes gemacht hat. Das ist natürlich schlecht, weil ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß auch nicht, was ich sammeln muss. Okay, ich fühle mich mittlerweile immer sicherer, was die Steuerung angeht. Aber ich darf mich trotzdem natürlich nicht zu sicher fühlen. Ein kleiner Jumpy-Jump nach oben. Tatsache. Normalerweise müssten hier 2 One-Ups sein. Aber sie sind nicht da. Dann hören wir uns erstmal vielleicht die Power-Sterne. Wo sind denn die One-Ups? Also. Rote Münzen in The Dark World. Es gibt tatsächlich mal ausnahmsweise Core Achievement. Ich bin sehr verwundert. Weil es gibt ja ganz oft das Achievement ohne Damage die roten Münzen zum Sammeln, aber viel interessanter ist gerade immer noch, wo die letzten 2 Leben sind und wie die auftauchen. Naja, okay, passt. Es schaut so aus, als müsste man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hierher kommen. Ich kann Lifesaver anscheinend noch nicht machen. Wie ich bereits vermutet hatte, weil die One-Ups noch nicht auftaucht sind. Schön. Und ich habe vorher irgendwie gesagt, komischerweise die letzten 2. Ich habe bisher nur 3 gesammelt. Aber es gibt ja 6, also. Wie dem auch sei. Bowser verbirgt sich unter dieser Röhre versteckt. Und ich möchte mich gleich bedanken bei euch für eure positive Resonanz. Ihr habt Bock auf dieses Projekt, genauso wie ich. Und das macht natürlich dann umso mehr Spaß, wenn ihr am Start seid. Danke auf jeden Fall dafür. Tough luck, Mario. Princess Toadstool isn't here. Go ahead. Go ahead. Just try to grab me by the tail. You'll never be able to swing me around. A wimp like you won't throw me out of here. Never. Das wollen wir ja mal sehen. Na, weil wir müssen ihn am Schlawittchen packen, ne? Am Kocke. Und schwingen ihn mit voller Wucht gegen eine Bombe, die er selbst platziert hat. Dieser Heck. I was a bit careless. This is not as I had planned. But I still hold the power of the stars that I still have Peach. Wir haben 33 Powersterne schon, also übernimm den nicht, Bowser. Übrigens, ich habe hier gerade Flawless Bowser gemacht, aber irgendwie ist das Achievement nicht gekommen. Oh nein, 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 nein. Bitte sag nicht, dass da irgendein Fehler ist. Geil, wieder mal ein Fail. Grundlos. Ich bin nicht eingeloggt. Gut, bis gleich.
Ja, jetzt bin ich eingeloggt. Mysteriös, keine Ahnung, was das gerade war. Für gewöhnlich war ich immer eingeloggt. Und jetzt... Ja, das ist der Punkt, den ich gemeint habe, von wegen... Ich habe das noch nie gemacht, es kann ein bisschen dauern. Ja, dann klatsche eben nur mehr schnell Bowser. Flawless. Hier ist gerade ein... Warum ist hier jetzt ein One-Up auftaucht? Weil wir Bowser schon gekillt haben? Aha! Hier sind 2 One-Ups auftaucht. Dann wird das kämen, wenn wir wahrscheinlich nur einen anderen Bowser killen oder so. Oder die Metal Cap haben. Das sind jetzt meine 2 Guesses. Flawless Victory! Round 1. Ja, es war erst Runde 1 gegen den Pisser. Ich möchte nur mal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir am Anfang hier in diesem Raum gesehen haben, dass das eigentlich ein Peach-Bild sein sollte, aber es sich dann in Bowser verwandelt hat. So eben umso mehr diese Falle andeuten. Ah ja, okay. Dann kommt jetzt... Jetzt gehen wir in einen Bereich, in dem wir noch nie waren. Und zwar nicht in den Keller, sondern nach hinten raus. Zu den Geistern in den Schlossgarten. Na hallo ihr. Oh. Es gibt hier einen ziemlich coolen Bereich, diesen Schlossgarten nämlich, bei dem so ein Brunnen ist. Und da hat es lange diese Legende gegeben, dass manche gemeint haben, sie kannten entziffern, was da drauf steht. Und sie dachten alle immer, da steht L is real oder irgendwie so. Obwohl das eigentlich viel länger ist, dieser Text. Aber okay. Das soll so viel bedeuten wie, ja, Luigi ist freischaltbar in diesem Game. Was aber nicht stimmt. So, und in erster Linie sind hier viele, viele Geister. Und hier ist ein fetter Geist, der uns den Weg in eine neue Welt öffnet. Und zwar gehen wir jetzt in Big Boo's Haunt. Go on a Ghost Hunt. Ja, wir machen sogar einen fetten Ghost Hunt. Come in here. Ah, ja. Hallo, hallo. Sollen wir uns wirklich in diese Villa vorwagen? Was ist mit Luigi eigentlich? Ich denke, wir sollten einfach mal alle Geister jagen, die wir so finden. Und dafür gehen wir erstmal in den Hintereingang. Denn, man ist klar im Vorteil, wenn man das weiß, aber wir finden sich auch schon 2. Ghosts don't die. Can you get out of here alive? Was eigentlich schon creepy, oder? Wer hat immer gesagt, ne, Nintendo-Spiele sind für Kinder? Das sagen wir crazy, oder? Wir sagen jetzt immer das Gleiche, aber okay. So, hier ist schon mal die ersten 2 weg. Keine Ahnung, wie viel es wirklich sind. Aber die Mission soll jetzt auch nicht zu lang sein, weil ich weiß, dass hier nur die Geister im Erdgeschoss sind. Und dann gehen wir einfach mal einmal komplett drüber. Hier ist dieses Klavier. Dieser Flügel. Der früher den Shit aus mir rausgecreept hat. Meine Fresse, ey. So, sind jetzt hier sonst noch irgendwelche Nähe? Ich glaube, hier sind sonst keine Geister mehr, ne? Da ist ein Geist. Guck. Und da kommen so komische Augen. Die können auf uns schießen. Hey. Und wenn die den Fokus auf uns haben, dann lassen die einen nimmer aus dem Auge. Und dann muss man einfach, wie um den Marterpfahl, ganz oft umherlaufen. Da drüben ist auch nochmal ein Geist. Ein Buhu. Warum sage ich immer Geist? Bin ich dumm? Es sind keine Geister. Es sind Buhus. Obwohl, die sagen, stimmt, die sagen selber, dass sie sind Geister. Naja, okay. Und hier ist der letzte. Zack. Boom! Here comes the Master of Mischief. The Tower of Terror. The Big Boo. What? Es gibt doch noch mal einen anderen. Das war doch nicht der letzte. War nur die Vorhut. Hey. Bam. Bam. Und bam. Der vertragt einfach 3 Hits. Und herzlich komischerweise auch wie ein Wump. So, und jetzt stehen wir uns hier hoch. Lassen uns hochfahren. Und grabben uns den Stern. Also ganz simpel. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt fürs Achievement Secret Way Around the Haunted Books. Damit cheaten wir uns quasi so ein bisschen an den Weg. Ist nur die Frage, wo das war. Es gibt da so eine... Okay, hier schon mal nicht. So ein kleines Rätsel zu lösen in so einer Art Bib. Wo man... Okay, das ist jetzt nicht. Wo man Bücher richtig reindrücken muss in die Wand. Oder ins Bücherregal, so besser gesagt. Aber es gibt da einen Spot. Genau, das ist die Bib. Ah ja, hier ist er.
Da ist die Bib. Und hier ist der Spot. Autsch. Also man konnte einfach rüberspringen, ja? Und den Stern holen. Tatsächlich im Remake Super Mario 64 DS. Da haben die da eine Mauer gebaut. Wo da eigentlich niemand eine Absicht hatte. Jetzt muss ich nur schon, dass sie da rüberkommen, weil irgendwie... Bumm. Einfach einen Seitsprung machen. Und Secret Way around the Haunted Books. Gehört uns. Das ist eine wunderbare Sache. Das zählt auch zu den Speedrun Tactics. Ein einfacher Stern, den man sich natürlich gern abholt. Right, Big Boo's Merry-Go-Around. Da müssen wir hier in den Keller runter. Und wir verbinden das Ganze dann einfach mal mit einer anderen Mission. Und zwar lautet die Mission Poltergust. Wir müssen hier nämlich 2 Big Boos killen ohne Damage. Oh Leute, es waren 2 Boos. Ja, moin. 2 Big Boos killen ohne Damage. Ja, weil es gibt nämlich hier mehrere Big Boos in dieser Welt. Da ist er schon. Zack. Dazu zählt jetzt aber tatsächlich nicht der Big Boo aus der ersten Mission. Denn der war nur in der ersten Mission anspielbar. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen anderen Big Boo suchen. Den ersten haben wir schon. Eben aus dieser Mission. Aber wo befindet sich der zweite bzw. dritte? Aua. Oder fast Aua. Aber warte, ich zeig's euch mal kurz. Da oben. Auf dem Balkon der Mansion. Es ist leider nicht Luigi's Mansion. Kann jemand von euch irgendwie sagen, ob Luigi's Mansion geil ist? Weil, ich muss ehrlich sagen, ich hab's nicht gespielt. Nichts davon. So, mit einem gezielten Wandsprung können wir da hoch. Tatsächlich gibt es hier an dieser Stelle ein Luigi-Gemälde im Remake für den DS. Aber was dieses Luigi-Gemälde macht, das sage ich euch dann, wenn ihr das Remake Let's Player. So, und wir fotzen den genauso wie seinen Kollegen unten. Bam! Poltergust 25500. Aber was soll das genau für Zahlenkombi sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls holen wir uns jetzt diesen Stern. Mit einem gezielten Weitsprung hier rüber. Und nochmal einen Weitsprung hier rüber. Perfekt. Oh, stimmt das. Ich muss doch nochmal aufs Dach. Ich habe kurz gemeint, ich muss dann nie wieder auf das Dach. Aber stimmt nicht, weil da ist ja ein One-Up drin. Aber es gibt nur 2 Siegegrad. Ah. Dann wäre das ja eine leichte Reise. Ich darf mir schon als Ziel gern setzen, Hai definitiv Big Boo's Horn auch noch fertig zu machen. Dann haben wir so den Bowser-Fight gehabt in The Dark World. Und dann eigentlich immer so ein paar, sagen wir mal, düstere Welten bereist. Und jetzt machen wir im Endeffekt nichts anderes als das gleiche, was wir vorher auch gemacht haben. Wir haben uns bloß für einen Stern entscheiden müssen. Und weil wir eben beim Balkon näher dort waren, habe ich natürlich den genommen. Jetzt fahren wir wieder mit dem Geisterkarussell. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich nicht so wirklich ein Geisterbahn-Fan. Aber ich das früher irgendwie immer so recht interessant gefunden habe. Aber dann... Also ich habe es interessant gefunden. Ich wollte zwar nicht damit fahren, aber ich habe es interessant gefunden. Aber dann kamen natürlich meine Eltern und haben es mir verboten. Wo ja eigentlich noch nichts dabei ist. Und wenn ich mir scheiß, come on. Dann bin ich halt eben der kleine Scheiße, der soll sich im Maul halten. Wahrscheinlich wollten sie das Gejammer dann auch nicht hören. Aber seid ihr da draußen... Geisterbahn-Liebhaber. Keine Ahnung, warum der mich gerade nicht gehittet hat. So, jetzt kommen also die Red Coins. Und da jetzt einfach mal sagen, wir verbinden die wieder mit den 100 Münzen. Oh. Ah ja, hey, so eine Kiste gibt es auch zum ersten Mal. Das ist so ein Sprung. Boing. Eine Sprungkiste. Eine Sprungfederkiste. Gibt es dann 5 Münzen draus. Super Sache, muss man aber aufpassen. 100 Münzen, 8 rote Münzen und no damage. Ich bin gespannt, ob wir das Sieg rücken, ne? Weil es gibt doch einige Möglichkeiten, wo man Damage kriegen kann. Wie von diesen... wie heißen die? Trap-Traps? Was nicht so? Bin leider nicht mehr so gut, was die Begrifflichkeiten oder die Namen der Gegner angeht. Trap-Trap kann aber echt gut sein. Und die Buhus geben einfach 5 Coins, was fett ist für diese Mission. Warte mal. Kannst da oben... Ich glaube, da oben kann der One-Up sein, oder?
Tatsache. Und ich hab's. Ja, dann holen wir noch... Dann machen wir noch anders schnell. Lifesaver, wenn wir schon dabei sind. Hauptsache alles ohne Damage, verstehst? Verstehst mich? Hauptsache wir springen jetzt noch aufs Dach. Ganz wagemutig. Okay. Das muss jetzt einfach schnell forsten. Lifesaver 5 dann schon. Obwohl wir eigentlich schon 6, 7 haben. Das war halt das 8. Lifesaver-Ding. Ja, hey. Wo ist der falsche Raum? Ah, true. Hey, das bietet sich ja mega gut an, weil die muss sowieso hier hoch. Zack. Und dann können wir hier gleich nochmal 20 Coins abstammen. Oder 25. Ich mache mal gern die Stampfattacken gegen die Buhus, weil da sind die ziemlich machtlos. So, nur noch 35 to go. Ich darf vielleicht da gern diesen König... Nein, es ist kein König Buhu. Es ist nur ein Big Buhu. König Buhu ist immer noch ein Level über den. Der Chef sozusagen. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das auch nochmal hier kriege. Ja. Okay, ich habe es nicht geschafft, aber man muss wissen, man kann den Fall Damage entweder mit einem gezielten Hechtsprung kurz vorm Boden oder mit einer Stampfattacke, meine favorisierte Variante, abbremsen, beziehungsweise nicht bloß abbremsen, sondern komplett zunichte machen. Der war stylisch. Ey, aber ich bleib dabei, es ist risky, was ich hier mache. Ich vertraue einfach darauf, dass ich es irgendwie hier kriegt, da hoch zum Kämmer. Ja. Lifesaver! 5. Ich darf aber immer noch kein Damage kriegen. Das ist nur noch mal so gesagt. Oder man slidet einfach direkt nach unten. Ich habe jetzt kurz gemeint, das war's jetzt. Danke für deine 5 Münzen jedenfalls. Ich hab Damage gekriegt. Das war übel dumm, weil ich nicht gewusst habe, wo der Fahrstuhl jetzt ist. Und ich hab's mir vorher schon gedacht. Warum mache ich es dann? Keine Ahnung. Jetzt machen wir aber die 100 voll und dann suchen wir ganz gemütlich die 8 roten. Wisst ihr, es darf heute einfach nicht zu gut laufen. Das ist mal grundsätzlich so eine allgemeine Weisheit. Wenn es zu gut läuft, dann ist es nicht gut. Du brauchst einen gewissen negativen Drall in deinem Leben. Weil nur dann schätzt du wirklich das Positive. So, ich hätte jetzt gerne irgendeinem Geist auf die Fresse hauen. Ja, genau, dir nämlich. So, gut. Speichern. Und jetzt verlassen wir den Kurs. Oder, scheiße doch, ich muss den Kurs verlassen. Wegen dem Achievement. Ich habe nur gedacht, okay, dann machen wir vielleicht den anderen Stern, den es nur in Big Boo's Horn gibt. Aber dann ist mir aufgefallen, den konnte ich noch gar nicht machen, weil dazu fehlt uns die zweite Fähigkeit, die zweite Kappenfähigkeit von Mario. Nämlich die Invisibility Cap. Die wird hoffentlich auch nicht mal allzu lange auf sich warten lassen. So, jetzt locken wir aber erstmal dieses scheiß Piano weg. Und ich Idiot lauf einfach rein. Wie so ein Idiot. Ich wirf dabei mal einen Blick auf unseren Achievement Counter, beziehungsweise eher auf die Prozentanzeige, die ist wesentlich interessanter. Denn da steht eine wunderschöne 33,33, die uns verrät, Alter, du fucking Viech hast schon 1/3. Da war noch ein Red Coin, ja, ja. Und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Ja, nicht in den Keller. Man stirbt übrigens da nicht. Man fliegt einfach nur in den Keller und ist dann unten bei dem Karussell. Das ist vielleicht auch nice to know. Und hier spawnt dann der Red Coin Star. Was finden die überhaupt alle? Na, da sind ja keine. 2 war sie noch. Da. Ah, na. Da ist noch was. Ich hab Damage gekriegt. Okay. Hier sind die letzten 2 Coins. Aber ich werde einfach von so einem Sarg erquetscht. Wunderbar. Mit dem habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber wie dumm, einfach an so einer kleinen Kackkante so. Okay, aufpassen. Einfach nur ranstellen. Perfekt. Nichts passiert. So, und jetzt weg vom Auge, genau. Alter. Das war schon wieder gemein, weil wir hatten nicht gesehen. So, und jetzt weg vom Bücherregal. Oh, doch, sie kommen. Aber alles gut. Der Stern spawnt, hat aber keinen Bock, sich zu zeigen. Jetzt dürfen wir einfach wieder kein Damage kriegen. Okay, wir machen jetzt einen gezielten... Perfekt. Gezielten Stomp in den Boden, ohne Damage zu kassieren. Und dann legen wir das in trockene Tücher. Red Challenge in the Horror Mansion. Das nenne ich Progress, wie er mir gefällt. Okay, wisst ihr was?
Ich habe mich doch dazu entschlossen, Big Boos Horn halt noch fertig zu machen. Und dafür gehen wir jetzt tatsächlich in den Keller. Wir haben ja Bowser seinen Schlüssel entrissen. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die neue Stage erreicht. Und da hinten sieht man schon wieder, wir kannten doch sogar schon reingehen. Man braucht hier nur 30 Sterne um zum nächsten Bowser. Und die haben wir ja schon lang. Wenn man nämlich fleißig sammelt, dann geht es. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ein bisschen in den Keller kurz mal an. Denn doch hinten ist ein Toad, der am glaube einen Stern überlässt. Wow, you've already recovered that many stars? Way to go, Mario. I bet you will have us out of here in no time. Stimmt, die sind ja eigentlich gefangen in dem Schloss. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich meine, wir kennen ja raus. Be careful, though. Bowser and his band wrote the book on bad. Take my advice. When you need to recover from injuries, collect coins. Yellow coins refill 1 piece of the power meter. Red coins refill 2 pieces and blue coins refill 5. To make blue coins appear, pound on blue coin blocks. Ja, no shit. Also, if you fall from high places, you'll minimize damage if you pound the ground as you land. Das haben wir gerade schon gemacht. Also du hast doch keinen Stern. Schade. Ich hätte mich gern on. Du hast aber Mips. Bunny. Mips the Bunny. Mips the Bunny. Mips the Bunny. Zack. Da haben wir ihn. Unhand me, brute. I'm late, so late, I must make haste. The shiny thing? Mine, it's mine. Finders, keepers, losers. Late, late, late. Ouch! Take it then. A gift from Bowser it was. Now let me be. I have a date. I cannot be late for tea. Du hast ein Date? Ein Hasendate? Oh, so süß. Ein Hasi-Date. Falls ihr euch wundert, ich habe den Namen Mips nicht ausgedacht. Der Kollege heißt wirklich so. Das hat sogar einen Hintergrund. Aber wir können ja nur mal graben, Schatz, mal, ist so traurig. Du musst zu deinem Date? Mips. Bum, 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 bum. Und zwar ist der Hintergrund eigentlich recht simpel. Das Nintendo 64 verwendet einen Mips Prozessor. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen planschen. Das ist eigentlich voll geil. Ich habe mir früher immer vorgestellt, wie hier das praktisch so ein Pool im Schloss ist. Das ist eigentlich voll geil, oder? Habe mir so ein bisschen meine Story ausgedacht. Gut, aber was können wir nicht mehr machen? Warum ist denn hier alles geflutet? Ich glaube, wir stompen einfach mal hier diese Pillar in den Boden. Bam. Und jetzt haben wir den Abfluss aktiviert. Aber wo bringt uns diese Türe eigentlich hin? Wir sind jetzt im Burggraben, der komplett abgelassen worden ist. Was uns Zugang zu neuen Dingen gibt. Wie zum Beispiel zum blauen Schalterpalast. Welcome to the Vanish Cap Switch Course. All of the blue blocks you find will become solid once you step on the cap switch. You will disappear when you put on the Vanish Cap, so you'll be able to elude enemies and walk through many things. Try it out! Ja, Mann! Genau das machen wir. Hier, der Kollege sieht uns schon mal nicht, beziehungsweise es ist egal. Aber was ich mir gerade denke. Genau. Hier sind Red Coins und die da die halt schon gerne sammeln irgendwie. So die Frage, ob ich das jetzt noch kann. Nein. Ah ja. Perfekt. Yeah. Woo! Haha. Stark. Hui. Oh mein Gott, wie geil. Es ist alles schief gelaufen, wo es geht. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Schalterpalast. Dann spielen wir heute eben ohne blaue Cap. So, also einfach mal direkt frontal runter. Zack. Und dann geht's hier weiter. Ich habe das früher mal auswendig gewusst. Zack, dann geht's hier weiter. Dann haben wir gesagt, hier geht's auch noch weiter. Da ist dann ein One-Up drin. Perfekt. 4 Stück gibt es hier. Jetzt schauen wir mal runter. Okay. Da ist ein One-Up und da unten sind auch noch mal ein paar Sachen. Okay, das zweite. Hier sind, glaube ich, nur mit 2 Red Coins und ein One-Up. Wir holen zuerst die Red Coin. Ich liebe Input Delay. Woo! Geil, Mann. So, dann bleiben wir eben bei den Red Coins. Dann haben wir dann noch eben Live-Saver. Was, wie gesagt, das ist wieder so ein klassischer Fall von, es kann ja nicht alles glatt laufen. Das geht ja nicht. Das ist ja Schmarrn. Wo kämen wir denn noch hin? Das macht doch keinen Spaß. Wir brauchen ein bisschen Pep. Dinge müssen schief laufen. Du musst heulen. Stehst du?
Ja, und das war auch schon wieder dumm. Flick runter, Mann. Ich darf ja kein Damage kriegen, ich Idiot. So, leck mich am Arsch, wir holen jetzt alles. Ach, scheiß drauf. Es gibt hier nicht die Mission ohne Damage. Fuck. Jetzt gehen wir als erstes zum One. Unsichtbare Mauer. Ah, scheiße, ist nicht so schwer. Wir haben alle One-Ups, wir haben alle... Aber warte mal, wir haben alle One-Ups, wir haben alle Redcoins bis zu diesem Punkt, aber wo sind die restlichen One-Ups? Weil, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich kenne diese Stage nicht auswendig. Nicht so wie früher. So, jetzt springen wir hier Gleise rüber, jawohl. Und jetzt müsste da oben die letzte Coin sein. Jawohl. Aber es fehlen nur 2 One-Ups. Aber wo sind die? Scheiße. Vielleicht aktivieren wir erstmal den Switch. Invisible. Da sparen wir natürlich ab und jetzt müssen wir gleich mal schauen, was wir machen können. Ob wir die One-Ups nur zusammenkratzen irgendwie. Okay, ja, keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder gesagt habe, wo die letzten 2 One-Ups sind. Ich Idiot, ich habe ja schon 3. Meine Fresse, also, heute ist echt nicht mein Tag. Mein Gedächtnis ist echt nicht mehr das Wahre. So, aber das letzte One-Up ist hier. Man muss diese 3 Coins sammeln. Und dann aufpassen, weil dieses Loch hier ist gemeingefährlich. Und dieses One-Up möchte abhauen. Aber somit haben wir Lifesaver. Was soll's kosten? Vanish? Keine Ahnung. Egal. Dann gehen wir jetzt wieder back to Big Boo's Haunt. Um es vollständig abzuschließen. Mit allen 7 Sternen. Und dann ist auch schon wieder einiges geschehen. Ah ja, übrigens, hier. Jetzt mal hier in alle 4 Ecken rein. Und es erscheint einfach ein fucking One-Up. Wow. So crazy, oder? Ja, wer soll auf sowas käme? Keine Ahnung, Mann. Aber wenn wir schon dabei sind, dann suchen wir jetzt nochmal im Schloss ein weiteres One-Up. Was ironisch ist, weil wir müssen es gar nicht mal suchen. Wir können hier erst einmal hier den kleinen Quick-Exit nehmen. Womit wir hier wieder bei diesem zweiten Bowser rauskämen und im Eingang zum Keller. Denn wir haben das zweite One-Up ja schon mal gefunden. Im Schloss. Warte mal, da muss ich kurz das Achievement hier unten wieder anzeigen lassen. Lifesaver Inside. Es geht hier natürlich um Inside the Castle. Denn hier oben ist das zweite. Bling. Lifesaver Inside the Castle. Wuhu. Wir haben Progress. Moment mal, hast du vielleicht einen Stern? Nicht, gell? Nö. Irgendwelche Toads haben Sterne. Ah, ich weiß jetzt wieder im Keller unten. Das passiert in der nächsten Folge dann, Leute. Eye to Eye in the Secret Room. Jetzt ist es soweit. Wir können Big Boo's Haunt abschließen. Wir haben nämlich alle nötigen Fähigkeiten dafür. Eigentlich ist es nur Ohrfähigkeit, die nötig ist, aber mal schauen. Gezielter Longjump hier rüber. Wir schnappen uns die Cap, sprinten los, performen hier einen sexy Walljump und verpissen uns dann hier in den Geheimraum. Da ist nämlich ein fettes Auge, mit dem wir eine Rechnung offen haben. Geister können uns by the way singen. Okay, wir haben eigentlich nicht wirklich eine Rechnung offen mit dem Auge. Wir pöbeln es einfach in Hoffnung, dass wir den Fight gewinnen. Einfach so. Hallo. Es hat uns nichts getan. Nichtsdestotrotz brauchen wir den Stern. Und somit haben wir Full Course Haunted House. 5 Kurse komplett abgeschlossen und 7 versteckte Sterne aus dem Schloss. Ich würde sagen, wir haben erfolgreich Progress gemacht. Verpasst die nächste Folge nicht, die findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön dafür.